Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Leute, ein paar Tage sind jetzt vergangen, seitdem Davy Selke unseren Verein offiziell auch verlassen hat. Und ich habe mir da so ein paar Gedanken zu gemacht und die würde ich gerne heute mit euch teilen. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, wohin das Ganze hier hinausläuft. Wird es ein Rage Talk? Wird es einfach nur ein übliches Statement dazu? Oder vielleicht sogar eine Ansage? Ich bin mir da nicht genau sicher. Weil ein bisschen, jetzt wo ein paar Tage vergangen sind und man sich ein bisschen da schon mit abgefunden hat, da sind zwar die Wogen nicht geglättet oder sowas in der Richtung, aber da kann man dann vielleicht ein bisschen nüchterner drüber sprechen. Ähm, Die Sache ist halt die, ich fühle mich da auch als Fan auf menschlicher Ebene, ja, verletzt. Verletzt, schon ein bisschen verletzt. Und ich meine das nicht in so einer Heulsusen-mäßigen Art. Ich meine, Spieler kommen und gehen. Was bleibt, sind wir Fans. Wir sind die Fans, wir sind der Verein. Nur ich habe halt ein Problem, wenn Spieler immer wieder irgendwie so eine Identität heucheln, wenn sie immer wieder sagen, ich identifiziere mich mit diesem Verein, ich fühle mich hier so dermaßen wohl und so weiter und so fort. Und ich habe denen das abgekauft. Das ist halt das Schlimme daran. Weil da war ja auch noch sein Cousin, der hier in Köln als Prediger in der Kirche, der er angehört, tätig ist. Da war schon eine Connection zu. Man hatte immer das Gefühl, dass er sich hier endlich sein Zuhause gefunden hat. Man hatte wirklich, weil wir wissen doch alle, wie das mit Davy Selke so ist. Wir wissen doch alle, wie das mit ihm so ist. Dass das Ganze ein bisschen merkwürdig in seiner Karriere verlaufen ist. Er galt immer als eine kontroverse Figur, als ein Stinkstiefel, den in Wirklichkeit keiner bei sich haben will. Der im Prinzip einfach nur das Mannschaftsgefüge gestört hat. Egal bei welchem Verein. Der sich einfach auch nicht gerade mit Leistungen oder der nicht gerade mit Leistungen für sich Werbung gemacht hat. Und das war mal kurzfristig beim FC vorbei. Auch wenn wir insgesamt in den 1,5 Jahren auf 11 Tore kommen, die Abstände, wie diese anderen Tore zustande gekommen sind, das hat uns allen das Gefühl gegeben, jetzt hat er hier endlich seine fußballerische Heimat gefunden. Und vor allen Dingen besonders viel angeeckt ist er ja auch nicht. Und dann kommt sowas. Da hat man auch schon langsam gesehen, wo so langsam die Hinrunde, die Rückrunde der letzten Saison zu Ende ging. Diese ganzen Abwanderungsgedanken und dergleichen. Und ich dachte mir schon zu dem Zeitpunkt, Junge, du bist doch dauernd verletzt. Du bist der Thomas Strunz des ersten FC Köln. Was willst du eigentlich? Sei mal froh. Ich meine, die 30 sind bei ihm auch nicht mehr weit entfernt und die Talentzeit ist eh vorbei. Die Entwicklung ist mit 29 Jahren meiner Meinung nach auch abgeschlossen, aber ich dachte, er hätte sich charakterlich weiterentwickelt. Aber spulen wir mal den Film zurück, warum ich an ihn geglaubt habe. Januar 2023. Wir hatten natürlich Probleme im Sturm, nachdem Anthony Modest uns verlassen hatte und ja, zu dem Zeitpunkt konnte man bei Steffen Tigges sagen, das war noch Ladehemmung, aber das war ja nicht nur eine Ladehemmung, das war ja um einiges schlimmer und Sagis Adamian. Nun ja, mal abgesehen davon, dass er heute 2 Tore gegen, also ich nehme das hier am Samstag auf, dass er hier 2 Tore gegen Kickers Offenbach geschossen hat, muss man ja sagen, in der Regel, wenn es dann gegen höherklassigere Gegner geht, trifft er so gut wie gar kein Scheunentor. Und deswegen, es herrschte Bedarf. Und zu dem Zeitpunkt, als Steffen Baumgart unser Trainer war, da konnte man sagen, das ist so der Comeback-Trainer gewesen. Der dich aus der Versenkung holt oder ein Potenzial in dir erkennt, das andere nicht erkennen und dir halt einredet, dass du der geilste Spieler der Welt bist. Das konnte er eine Zeit lang richtig gut. Das konnte er wirklich eine Zeit lang richtig gut und deswegen hatte ich Vertrauen in diesen Transfer. Ich hatte gesagt, hört auf, über solche Geschichten zu verbreiten. Oder was heißt Geschichten zu verbreiten, sondern hört auf, ihn schlecht zu reden. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja. Ich habe wirklich an ihn geglaubt. Ich habe ihm das sogar beim FC-Renntag gesagt. Ich habe gesagt, und Davy, danke für das Autogramm und ich glaube an dich. Beziehungsweise das Selfie und das Autogramm, das ich bekommen hatte. Aber nichtsdestotrotz
ja, was heißt nichtsdestotrotz. Und dann kamen ja auch noch diese 2 Tore im Nicht-Derby gegen die Pillen. Das aber trotzdem einigen von uns so einiges bedeutet. Ja, okay, hat mir auch viel bedeutet. Ich hasse die, ich bin in der Stadt geboren und aufgewachsen und ich weiß, wie schwer man es da als FC-Fan hat. Und dass wir bei denen mietfrei in ihren Köpfen leben. Jetzt selbst, wo die Meister geworden sind, denken sie nonstop an uns. Und an der Stelle möchte ich nochmal hier sagen, dieser Content ist klar frei zugänglich, aber die Kommentarfunktion ist explizit für diese Gruppierung, wird sofort gelöscht. Gelöscht und ich will euch hier nicht haben. Falscher Kanal, sage ich euch ganz ehrlich. Da ist mir egal, ob dieser Kanal bis in alle Ewigkeit nur um die 60 oder 50 Abonnenten hat. Das ist mir egal, ich habe da meine Prinzipien. Alle anderen Rivalen können hier gerne mal einen Kommentar, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, da lassen. Aber egal, welcher negative FC-Kommentar aus genau dieser Ecke kommt, wird sofort gelöscht und der User wird gesperrt. Ganz klar, ich will euch hier nicht haben. Ihr seid hier nicht willkommen. Und natürlich habe ich mir ein Loch in den Arsch gefreut, als Davy Selke da diese 2 Tore geschossen hat. Aber ganz ehrlich, vielleicht hätten diese 2 Tore gar nicht geschehen dürfen. Vielleicht hätte das in einem anderen Universum lieber eine Niederlage gesetzt. Und vielleicht hätte die das, ich glaube, unser Sieg gegen die, hat die angespornt, die Saison darauf. Die ja jetzt, Gott sei Dank, vorbei ist, schlimmste Saison aller Zeiten für mich. Das hat die angespornt, das zu erreichen, was sie dann erreicht haben. Ich meine, okay, wenn man halt Doping hat vom Konzern, dann muss man sich eher schämen, dass man das nicht früher erreicht hat, aber genug von denen. Ja, und dann ging das halt los mit dieser Verletzungshistorie von Davy Selke. Dann ging das halt los. Du hast ihn selten bis gar nicht spielen sehen. Klar, dann kamen im Nachhinein doch 6 Tore bei raus in der letzten Saison, aber ja, was soll ich ja grundsätzlich sagen? Man hat ihn kaum zu Gesicht bekommen. Ich selber bin auch der Meinung, wenn das so weitergeht, ist er nicht mehr weit entfernt von einer Sportinvalidität. Und wir waren bereit, mit ihm weiterzumachen. Und dann war es halt unklar. Dann ist der Vertrag dann halt nicht mehr gültig gewesen beim ersten FC Köln, weil wir halt abgestiegen sind. Und ich dachte mir, okay, keine Ahnung, geht er halt nach Saudi-Arabien oder sowas in der Richtung. Oder ich hätte mir ehrlich gesagt vorstellen können, dass er vielleicht höhere Ansprüche hat. Da gibt es ja halt zum Beispiel Heidenheim. Die werden jetzt demnächst Conference League spielen, beziehungsweise diese Quali-Runde. Und das ist ja internationaler Fußball. Ich hätte mir vorstellen können, weil das in Baden-Württemberg liegt, dass er vielleicht auf ein Angebot von denen wartet, weil den Kader füllen müssen sie ja jetzt. Sie haben Beste verloren, Kleindienst verloren, von daher hätte ich mir ehrlich gesagt vorstellen können, dass die sich vielleicht mit den Gedanken Davy Selke auseinandersetzen, aber ja, dann im Nachhinein kam erstmal vor einigen Tagen dieses Statement hier raus, liebe Freunde. Und das klingt schon so dermaßen heuchlerisch. Hallo liebe FC-Fans, weiß gar nicht so recht, was ich schreiben soll. Ich habe mich in Köln und beim FC sehr wohl gefühlt. Es ist kein Geheimnis, dass ich es mir vorstellen konnte, den Weg mit euch weiterzugehen. Diese Chance wurde mir final genommen. Danke für die kurze, aber intensive Zeit. Ihr seid und bleibt in meinem Herzen. Euer Davy. Tut mir leid, du bist nicht mehr unser Davy. Du bist einfach nicht mehr unser Davy. Hör auf damit. Weil das klang ja halt nach dem Motto. Was heißt, wie klang nach dem Motto? Also, du sagst, du wärst bereit gewesen, in die zweite Liga mitzugehen. Ja, weil, Digga, was hatten sie dir geboten? 800.000? 600.000? Statt 1 Million? War das ungefähr so, diese Summe? Jetzt schreibt mal bitte hier. Ich bitte euch darum, euch in der Kommentarsektion zumindest auf diese Frage zu beteiligen. Wer von euch verdient im Jahr 800.000 Euro oder 600.000 Euro? Ich gehe mal jede Wette ein, dass da keiner dabei ist. Ist vielleicht einer dabei, der 250.000 Euro verdient? 250.000 Euro im Jahr? Keiner von euch. Ja, ich weiß, es ist ein Scheißvergleich. Ich weiß, es sind Profifußballer etc. pp. Aber die verdienen verdammt nochmal gut. Und wir haben jetzt hier mit einem Spieler zu tun, der kurz vor der Sportinvalidität steht, der ständig verletzt ist, der selten bis gar nicht spielt.
der auch bei den anderen Vereinen nicht gerade für Sympathien gesorgt hat, der hier der beliebteste Spieler war. Das war Junge, das erste Mal in deiner verdammten Scheißkarriere wurdest du geliebt. Du wurdest geliebt. Die Leute haben dein Trikot gekauft. Es war das meistverkaufte Trikot letztes Jahr. Das erste Mal in deinem Leben hieß es nicht Davy Selke, der Stinkstiefel. Davy Selke, der was weiß ich. Das erste Mal im Leben warst du wirklich beliebt. Du warst den Leuten sympathisch. Und dann gehst du zum Hamburger Sportverein. Und das ist auch jetzt kein Front gegen den Hamburger Sportverein, liebe Freunde. Oder auch, falls der ein oder andere HSV-Fan eingeschaltet hat, ich habe ein sehr, sehr viel Respekt vor diesem Verein. Und ich finde, er gehört genauso wie wir in die erste Bundesliga. Und ich finde es auch schade, dass der HSV dieses Image verloren hat, der einzige Verein zu sein, der noch nie aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist, denn das war ein Verkaufsargument für jüngere Fans, die dann jetzt wahrscheinlich, wie jüngere Fans so meistens sind, so eher sich an Erstligisten orientieren. Deswegen tut mir das sehr leid für euch. Aber bei euch ist er trotzdem immer ausverkauft, wie bei uns, kann man ja im Prinzip so sagen. Deswegen, ich hoffe, wir gehen den Weg gemeinsam zurück, aber ich glaube wohl kaum, dass das mit Steffen Baumgart auf der Bank passieren wird. Früher oder später, wenn das so weitergeht, dann könnt ihr mit diesem Typen eure U21 abmelden. Ihr könnt einfach eure Amateure, euren ganzen Nachwuchs abmelden. Der Mann, wie man bei uns in Serbien so schön sagt, der läuft vor Nachwuchsspielern davon wie der Teufel vom Kreuz. Ne? So ungefähr. Der Mann, der hasst Nachwuchsspieler. Ich bin so polemisch und sage, dass er hasst Nachwuchsspieler. Und deswegen holt er sich wieder einen seiner Pappenheimer, die er schon kennt. Die ja schöne Erfahrung haben. Am liebsten hätte er 11 Mann auf dem Platz, die wo der Jüngste 29 ist. Echt, ey, diese beiden Figuren regen mich jetzt so auf. Und dieses Ausschlachten des FCs, das regt mich genauso auf von beiden Seiten. Weißt du, dann gehst du zum HSV, der im ersten Spieltag gegen uns spielt. Schön nochmal Unruhe reinbringen. Mann, bist du sympathisch. Du hast es wieder unter Beweis gestellt, dass wir uns alle in dir getäuscht haben. Dass du eben immer derselbe bleiben wirst. Du wirst immer derselbe Mensch bleiben. Ein Stinkstiefel. Ein Heuchler. Ich muss auf meine Sprache achten. Ich weiß noch nicht, wie man hier zensiert. Das ist wirklich nicht so leicht, Videos als Amateur zu schneiden. Aber du bist einfach ein Drecks-Hans-Pillemann-Otze. Das ist doch das harmloseste, was ich dazu sagen kann. Und deswegen, liebe HSV-Fans, wenn ihr gerade hier eingeschaltet habt, ihr könnt ihm direkt einen neuen Spitznamen verpassen. Ihr könnt ihm einfach einen neuen Spitznamen verpassen. Das ist nicht Davy Selke, das ist Davy Selten. Ja, ganz genau, denn so selten wird er spielen und ich glaube auch so selten wird er treffen. Er wird sicherlich treffen. Oh ja, und wie er treffen wird. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir das Spiel am ersten Spieltag gewinnen werden, aber der wird treffen. Denn das Schicksal will es so. Da ist eine Koexistenz, der wird gegen uns treffen. Der wird gegen uns einfach treffen und der wird vor unserer Kurve jubeln. Das wird in der ersten Halbzeit geschehen. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge, wie er da vor unserer Kurve jubelt. Das wird geschehen, denn so ein Mensch bist du. So ein Mensch bist du, Davy Selke. So ein Mensch bist du. Das haben wir jetzt alle endgültig verstanden. Und das soll auch bitte jeder verstehen, der diesen Mann verpflichtet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.